Hallo zusammen, du bist Frank Klitus oder Chris. Ich hoffe, es geht noch gut. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich direkt am PC über das OBS auch das Game aufnehme im Fenstermodus. Ja, von dem her hoffe ich, dass es gut funktioniert und sonst mache ich es dann noch ein drittes Mal. Kein Problem. Ich hoffe, es geht noch gut wie immer eben. Und das Game, das ihr seht, ist logischerweise Diablo 3 Reaper of Souls. Das ist ja am Dienstag rausgekommen. Hat man schon freudig erwartet, wenn ich das so darf sagen. Und ich habe mir es natürlich auch gerade nachher digital geholt, ab Mitternacht können spielen. Das hat wirklich super funktioniert. Habe ich sehr cool gefunden. 5 Minuten vor Mitternacht hat man eine Meldung bekommen, dass die Reaper of Souls jetzt läuft. Ob man, oder dass man eben gerade in 5 Akte jetzt kann springen kann, für die, die schon so wie waren. Und ich habe mir natürlich vorher genüsslich noch schnell den 4. Akt gegeben mit 3 Randoms online und schnell den Diablo besiegt. Und ja, der ist eben auch schon die Meldung gekommen. Also sehr stylischer Übergang, war cool. Und die Spielerfahrung selber war dann eher nüchtern. Ich habe dann mit dem Hexendoktor, was meine Lieblingsklasse ist, von Level 60 auf 70 gespielt im 5. Akt. Und der 5. Akt, mittlerweile finde ich ihn geil. Am Anfang habe ich ihn voll scheiße gefunden. Die Musik ist irgendwie voll einschläfernd, alles ist irgendwie so ein bisschen neblig. Aber eigentlich stehe ich so ein bisschen auf das Grusel-Szenario noch. Und eben, nachdem dass ich es jetzt so ein bisschen ausprobiert habe, auch ein bisschen besser kennengelernt habe, gefällt er mir wirklich auch gut. Zuerst habe ich Solo probiert, habe auf Qual 1 angefangen und habe dann auf Meister zurückschrauben. Das war wirklich hart, weil ich auch nicht das ultra gute Equipment und rein von dem her zurückgeschraubt, dann plötzlich auch immer wieder aufs Maul bekommen, ein bisschen gefrustet gewesen und dann eben mit 3 Randoms online weitergespielt, dann wieder auf Qual 1 und so haben wir den Malteil dann im 3. Anlauf geschafft. Weil wenn man am Anfang seine Bewegungsmuster nicht kennt und eben normales Gear hat, ist es zum Teil schon noch tricky, ihn nicht zu geben. Ja, das ist auf jeden Fall noch interessant gewesen. Cool, hier gerade eine legendäre Anleitung gefunden. Ja, so hat der Malteil gegeben und wenn man ja Qual 1 spielt mindestens und schon Level 70 ist, gibt es ziemlich ein gutes Legendäres, aber es gibt immer einen legendären, das erste Mal, wenn man den Malteil killt mit einer Klasse. Von dem her ist das noch ein schöner. Empfiehlt sich natürlich eben möglichst hochlevelig zu sein, möglichst Level 70 und Qual, dass es da auch etwas Gutes gibt. Ja, jetzt was es dann ab dem Durchspielen vom Akt 5 gibt, ist die Möglichkeit, den Abenteuermodus zu spielen. Und das ist das, was ich jetzt momentan gerade mache. Im Abenteuermodus, ich das schnell zeigen, ist dann pro Akt hat es so 5 Kopfgelder, die auf 5 spezielle Elitegegner gesetzt ist. Das Kopfgeld tut man auf den Kopf setzen. Ja, alles schon. He? Also, ist bei denen platziert, nenne ich es so, und die muss man dann geben, das ist immer etwas anderes, also sehr interessant gestaltet, muss ich wirklich sagen. Die Levels sehen zum Teil auch ein bisschen anders aus und genau das bin ich jetzt hier am machen mit dem Crusader, der neuen Klasse, die mir gut gefällt. Die aufzuleveln auf Level 70 gibt es natürlich viel schnellere Möglichkeiten, wenn man eben ein paar Kollegen hat, die einem auf Q6 durchhebeln, ist man glaube ich 2 Stunden auf Level 70. Aber ich genieße das hier jetzt noch allein zu fighten, weil in der Gruppe ist es eh viel besser und effektiver, aber das Diablo ist eben auch ein Game, wo ich zwischendurch wirklich auch im Frieden ein bisschen zocken kann, Pause machen, wenn ich will. Und das ist natürlich online eher schwierig. Also, sind wir jetzt hier in diesem Abenteuermodus und das Coole ist jetzt, mit dem Crusader nicht Bock, die Story zum x-ten Mal durchzuspielen und darum kann man jetzt einfach auch durchleveln und das funktioniert erstaunlich gut, ist abwechslungsreich und wenn man dann pro Akt die 5 Kopfgelder hat, gibt es vom Tyrell dann so ein Kistchen, wo mehr oder weniger etwas Cooles drinnen ist. Ich muss sagen, jetzt nicht wirklich viele coole Sachen jeweils drin kann, aber gleich kann man das einsammeln und das kann man auch noch 5 Akte machen und am Schluss hat man 5 von diesen Kistchen und ja, früher in der Beta hat man aber noch etwas Spezielles bekommen, wenn man alle 25 gemacht hat, das ist jetzt leider nicht mehr so, aber gleichzeitig kann man auch eine Pause machen und sich raus oder wieder einloggen während diesen Bounty-Akten, die muss man durchziehen, damit man die Belohnung vom Akt bekommt. Also wirklich eine gute Erweiterung, macht mir sehr viel Spass
Und wenn der eine oder andere vielleicht auch mal eine Runde möchte Diablo spielen, weil vor Crown spielt eigentlich fast niemand leider. Cool, dass es doch auch der eine oder andere gibt, wo mitspielen jeweils. Ihr könnt euch sonst gerne bei mir melden, Freundschaftsanfrage schicken. Ich bin hier der Crown Cletus, wie immer, halt ohne das erste X. Und das Nummer ist 2292. Ich habe hier unsere Community, Crown natürlich, gegründet. Und hier bin ich mittlerweile... schon zu zweit? Juhu! Also wenn ihr mal möchtet Diablo spielen, meldet euch doch einfach. Ich weiss, die meisten von euch haben null Interesse an diesem Game, aber ich habe es halt einfach schon extrem gern. Und rein von dem her bin ich neben Titanfall momentan das sehr fest am Spielen. Zwischendurch spiele ich noch ein bisschen in Famous Second Son auf der PS4. Wunderschöne Grafik. Und hier der Crusader hat auch so einen Orbitalschlag, den er machen kann. Das ist ganz stylisch. Und darum muss ich sagen, der März war ein unglaublich genialer Monat gewesen, game-technisch, weil es hat jetzt auf allen Plattformen wirklich ein Hammer-Game gegeben. Und klar, es gibt immer die Leute, die auf so Games nicht stehen, die werden wir hier nicht unbedingt beipflichten. Jedoch, ja, wenn man Interesse hat, dann ist man wirklich mit hochqualitativer Ware versorgt worden. Gerade das Titanfall und das Diablo können einen für hunderte von Stunden eigentlich beschäftigen. Und Second Son ist auf jeden Fall beim ersten und zweiten Durchgang sicher auch ein tolles Game. Wegen dem, sorry, schnell ein bisschen konzentrieren. So, der schön kontrolliert fertig gemacht. Eben mit meiner OP-Waffe ist es easy. Eben Second Son mit dem Prinzip, wo man sich für die gute oder schlechte Seite entscheiden kann. Das ist noch ein schöner. Und jetzt nur noch ganz kurz, ich bin hier recht am Volltexten, aber eben, es sind auch nur noch die am Schauen, die sich für das Diablo interessieren. Zieht noch geschwind in meine Waffe rein. Und zwar habe ich die gestern oder vorgestern mit dem Hexendoktor gefunden. Nicht wahnsinnig gut, he? Zweihandwaffe, okay, mit extrem wenig Stats, aber auf die Sekundär-Stat bitte kurz schauen, Stufenanforderung um 29 reduziert. Holy shit, das ist heftig. Ich habe jetzt ab Level 41 mit dem Crusader eine Waffe, die 2200 DPS macht, können nutzen und normale Waffen, die man bei diesem Level haben kann, machen vielleicht zwischen 100 und 200 DPS. Ich habe jetzt hier natürlich nur einen ultra krassen, aber auch extrem teuren Smaragd reinhauen und somit mache ich jetzt Schaden ohne Ende. Also das ist noch ein schöner zum Vorwärts kommen. Machen wir hier die noch schnell fertig. So, schnell weggenommen. Easy. Also, und jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier das erfüllt, das Kopfgeld, und kann jetzt einfach hier weiterziehen. Es tut mich möglichst nahe dort herbeamen. Zum Teil muss man ein bisschen weitere Wege zurücklegen, zum Teil ist es ganz nahe. Aber die Aufgaben sind wirklich sehr unterschiedlich. Klar, jetzt immer damit zu tun, eine gewisse Anzahl Gegner zu töten, oder fast immer, aber das macht man eh im Vorbeilaufen, würde ich sagen. Zieht euch mal diesen Haufen hier rein, die Siechen. Ja, ja. Auch mit meiner Waffe ist es wirklich extrem unterhaltsam. Ich habe mich noch nie so OP gefühlt in diesem Game. Und gleichzeitig ist es auch cool mit dem Crusader, mal dem seine neuen Skills auszuprobieren. Der ist ja eher ein bisschen als Tank, also es gibt viele verschiedene Skills, aktiv und passiv, die ihn einfach extrem robust machen. Aber auch zum Angreifen ist er ein guter. Also ich muss sagen, da haben sie eine gute Klasse eigentlich hinzugefügt. Es ist ein bisschen schade, dass es nur eine ist, weil beim Diablo 2 hat es ja zwei Zusatzklassen gegeben im Lord of Destruction. Was war echt das? Der Druid war auch einer. Und der Necro... Nein, der Necro war schon dabei. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie gegebenenfalls noch eine zweite Expansion rausbringen mit nochmal einer zusätzlichen Klasse. Hoffentlich vielleicht sogar zwei und noch einen Akt mehr. Weil die Story tut auf jeden Fall ganz fest darauf hinweisen, dass der Diablo noch einmal kommt. Im Akt 6, was dann auch eben so in ca. 2 Jahren dann wird rauskommen. Also von dem her eigentlich eine gute Periode und somit kann man das Game, wenn man Lust hat und eben Bock auf so Games und nicht zu fest enttäuscht war am Anfang, blablabla, kann man das sehr lang spielen. Ich schaue noch schnell, wo hier der Typ ist, den ich fertig machen muss. Der scheint sich hier irgendjemand zu verstecken. Okay, on the floor, in the floor sogar. Und jetzt können wir den hier ziemlich easy wieder beharken. Ziehe ich den Schaden rein. Es ist so chillig momentan. Ja, ja. Also, der Orbital Strike war ein bisschen vernünftig, aber mit der Rune, dass die einem helfen können, ist das sehr hilfreich. Also, jetzt hat ich den fertig gemacht, jetzt noch schnell 50 Gegner killen und dann geht es weiter zur nächsten Bounty. Sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Ihr seht, auf was dass ich raus will.
Nur noch kurz zum zeigen. Wo sehe ich echt das? Nein, nicht hier bei der Folge. Ha? Ich kann jetzt hier meine... Hey, nein, ich kenne mich so nicht aus bei gewissen Funktionen von diesem Game. Muss ich echt sagen, weil ich die nie brauche. Ja, raus kann ich jetzt leider auch nicht. Eigentlich kann ich schnell meinen Charakter inspizieren, aber dort würden so viele Stunden draufstehen, die ich schon in das Spiel investiert habe. Also 500 ist alles schon, wenn nicht sogar mehr. Ja, das ist eigentlich ein Zeichen, dass es trotz allem ein sehr gutes Game ist. Also freudig und die Expansion ist cool. Zieht euch rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat alles funktioniert. Sonst sehen wir uns dann beim dritten Versuch. Was ihr aber dann nicht werdet wissen. Schönen zusammen, macht's gut.